Das Schnalstal ist die markanteste Talfurche, die von Süden zum Ötztaler Hauptkamm zieht. Hochgebirge in reiner Ausprägung. Wo die Unwetter dieser Wochen jähe Spuren hinterlassen. Die heftigen Regenfälle bringen die Ablagerungen der Eiszeitgletscher ins Rutschen. Mit der Südtiroler Architektin und Bergsteigerin Marlene Rohner wollen wir einmal vom Talschluss bis hinauf auf die Gipfel des Alpenhauptkamms, um die Landschaft und ihre Geschichte zu erleben und zu lesen. An klug gewählten Plätzen, lawinensicher, stehen die alten Höfe, die zu den bemerkenswertesten in den Alpen zählen. Marlene hilft hier als Sanierungsberaterin mit, Orte wie den Innerkofelhof aus dem 13. Jahrhundert zu erhalten. Hallo? Peter? Ja? Hoi, hoi. Ja, hoi, grüß dich. Hoi. Gut. Grüß dich. Ja, grüß dich. Wie geht's? Ja, grüß dich. Servus, ich bin der Georg. Ich bin der Ziegenpeter. Klasse, Mensch, dass wir deinen Hof anschauen können. Wir haben den Hof erst vor 4 Jahren gekauft und wir sind da ganz bestrebt, dass das so im alten Stil außen alles bleibt. Innen drinnen wollen wir schon sanieren und umbauen, weil so kann man nicht leben. Aber außen soll das den Charakter erhalten bleiben. So alte Höfe, die haben nicht nur Geschichte, sondern die sind mit der Landwirtschaft und mit den Leuten gewachsen, nicht über Jahrhunderte. Und das sieht man auch und spürt man. Da steckt nicht nur das Material von der Gegend drinnen, das Holz und die Lach und die Schindeln, nicht wie es gemacht worden ist, sondern es steckt auch ein Stück Seele für die Leute, was da gewesen sein. Und es steckt aber auch, wie der Mensch direkt mit der Umgebung da gearbeitet hat, ja, und zusammengewachsen ist. Nicht? Ja. In der Rauchkuchel klebt der Ruß aus dem Leben vieler Generationen. Wenn ich eine schöne, reiche Frau finde, dann werde ich da einziehen dann. Aber da braucht es halt eine sanitäre Anlage und so kann man da nicht wohnen. Über Jahrhunderte aber haben die einstigen Bewohner, nahezu abgeschnitten von der Außenwelt, im Einklang mit dem Tal gelebt. Hier oben besteht die Antwort auf die neuen Naturgefahren heute in einem massiven Schutzwall, der zeigt, wie sehr die Berge in Bewegung geraten sind. Und es ist nicht die einzige Baustelle in Kurzras, dem Talschluss auf 2000 Meter. 1975 ging hier der Tourismusboom vor Anker mit einem 900-Betten-Hotel und dem damaligen Ganzjahres-Gletscherskigebiet. Aktuell wird wieder weitergebaut. Der Bürgermeister, Karl-Josef Reiner, ist im Schnalstal geboren. Als Bub hat er im Sommer auf dem alten Innerkofelhof mitgearbeitet. Seit 2010 ist er im Amt. Leider ist das Bild derzeit, wenn man nach Kurzras kommt, schaut aus eine große Baustelle und ist nicht sehr angenehm. Die Leute, die nur einmal kommen, die nehmen dieses Bild mit und dann ist das nicht so gut für uns. Aber sonst schon richtig, das gebaut wird. Wir brauchen die Investition. Den Moment, als der alte Kurzhof mit seinen Schaf-, Ross- und Kuhställen um 1980 zur neuen Skidestination wurde, bezeichnen sie als die Zeitenwende im einstigen Bergbauerntal. Dem damaligen Kurzhof-Eigentümer Leo Gurschler haben sie dafür ein Denkmal gesetzt. Heute investiert hier ein großes Unternehmen. Wir haben ja nur 1250 Einwohner. Dann ist das eigentlich, möchte man sagen, genug. Wir leben gut. Wir müssen schauen, das, was wir haben, zu erhalten, auch die Naturlandschaft und auch die Betriebe. Für mich ist immer wichtig, wenn die Betriebe Familienbetriebe sind und Einheimische und nicht Fremde mit Fremdkapital. Und da, je mehr man baut und so weiter, umso größer ist die Gefahr, dass das auch in fremde Hände gelangt. So wie das Hotel. Es gibt Pläne, dass nochmals 600 Betten dazugebaut werden. Die Eindrücke auf diesen ersten Kilometern erzeugen zwiespältige Gefühle. Natur- und Kulturlandschaft erhalten, aber auch investieren in Komfort und Übernachtungszahlen.
Ein Spagat. Total tragisch, was da unten passiert. Ich bin... Was soll ich sagen? Also für so ein kleiner Weiler, wie da kurz raus gewesen ist, ein Hof mit einer Kapelle, das hat gleich eine Dimension angenommen, die was eigentlich mit dem, was im Tal vorhanden ist, eigentlich nichts zu tun hat. Das ist die typische Skiresort-Bautechnik, der Brutalismus, der was aus Frankreich auch gekommen ist. Und so steigen wir auf einer neuen planierten Pistentrasse weiter auf, die Transhumanz heißt, weil hier die Schafe einen der legendären Übertriebe absolvieren, die im Schnalstal traditionell gefeiert werden. Erst ein gutes Stück weiter lassen wir das Pistengelände vorerst hinter uns. Seit über einem Jahrhundert existiert der Hüttenweg hinauf zum Hochjoch und ins Eis. Klebprimeln zählen zu den ersten Frühjahrsbooten auf nun 2700 Metern. Die Schneefelder sind heuer noch ausgedehnt. Das ist ein Service. Heuer ist brutal viel Schnee, im Gegensatz zu den letzten Jahren. Als wirklich, seit wir diesen Rundweg hier haben, mussten wir noch nie so einen Weg ausschöpfen. Lukas bahnt mit einem Kollegen von der schönen Aussichthütte jetzt kurz nach Saisonbeginn den Weg. Leo Gurschlers Großvater hatte das Hochgebirge 1896 in der ersten Blütezeit des Alpinismus mit dem Bau der Hütte für die Hochtouristen erschlossen. Muss man oben fragen, wer den Weg geplättelt hat. Da ist Schnee, meinst du, oder? Na hier, Ah, das da, die stehen. ist doch eine irre Arbeit gewesen. Vielleicht auch zugleich mit dem Hüttenbau. Ums Eck steht sie dann da, auf ihrem Logenplatz, über dem einstigen Hochjoch ferner, die schöne Aussicht. Zwischen Gletscherbergen und dem Skizirkus. Und die tragst vielleicht. Drinnen ist mit Josef Grüner die nächste Generation am Werk. Wenn die jetzt, dann haben sie 4 Zimmer nebeneinander. Der 22-Jährige lernt auf der Hotelfachschule und tritt in die Fußstapfen seines Vaters Paul, der hier 50 Jahre lang den Familienbetrieb aufgebaut hat. Ich bin schon auch sehr davon überzeugt, dass die schöne Aussicht ein Schutzhaus sein muss und ein Schutzhaus bleiben muss. Und dass man nicht ganz zu viel in die Richtung Luxus und so gehen soll. Andererseits finde ich, dass wir uns hier bemühen und eigentlich auf einem guten Weg sind, die Mitte zu finden und verschiedene Gäste anzusprechen. Dass man sowohl Wanderern aus dem Tal, die jetzt nicht hochalpin unterwegs sind, die Möglichkeit bieten kann, hier mit einem guten Komfort zu schlafen und auch zu essen und die Sauna zu genießen. Andererseits ist es auch schön, immer die ganzen alpinen Bergsteiger willkommen zu heißen. Und freust du dich auf deine zukünftige Aufgabe? Sehr. Ich freue mich wirklich, hier oben zu sein und eben mich einzubringen. Und dann, ich bin sehr optimistisch für die kommenden paar Jahre. Und dann werden wir schon sehen, was die Zukunft bringt. Die erste Hütte stand noch nah am vermeintlich ewigen Eis, das auch im Sommer 1976 noch bis zum Gletschersee gereicht hat. 2017 sind noch schmale Zungen übrig von der einst geschlossenen Gletscherfläche. Heute späte Schneefelder, aber das Eis hat sich weit nach oben an der Finailspitze zurückgezogen. Das wechselhafte Wetter, vom Regen aufgeweichter Schnee. Wir wählen ein nahes Gipfelziel. Und? Oh, der ist gar nicht so schlecht, der Schnee. Ah, nein, geht gut. Nein, nicht rutschen. Doch der erste Eindruck war trügerisch. Auf diese Weise können auch 400 Höhenmeter zum Hüttengipfel zur Aufgabe werden. Aber du spürst gleich, wenn du dich rauswühlen musst, die Höhe, gell? Schauen wir mal, wie es oben wird. Da. Weiter.
Wenn man jetzt mal auf die Berggipfel schaut, dann spürt man schon die Ruhe. Dann spürt man die Natur, die was einem extrem gut tut. Und dann ist man froh, wenn man auch die Schritte einmal weggeht und das nochmal sich überlegt, wie wir einfach mit der Natur, mit der Umwelt und mit unserer ganzen Landschaft, mit unserer Gegend umgehen. Weil das ist ja nicht allein in dem Tal so, das ist ja in jedem Tal für die Alpen geht es eigentlich so zu. Eindrucksvoll ist unsere Tour und die Lektüre der Landschaft in ihrer unaufhaltsamen Dynamik und mit den Spuren, die wir Menschen ihr aufprägen. Dann erreichen wir unser Ziel, 1300 Höhenmeter über dem Tal, das in seinem Namen im hinteren Eis noch die Atmosphäre der einst arktischen Umgebung in sich trägt. Auf Gratis Schneide. Ah, super, schön. Wer hätte das gedacht? Eigentlich wäre die Aussicht zur direkten Nachbarin der Weißkugel und über die Ötztaler Alpen von hier aus großartig. Eigentlich. Heute. Gipfelbuch. Es ist der Gipfel. Das ist der Gipfel. Marlene, ich gratuliere. Georg, Schön war's. War geil. Ja, fein, wenn man so ein paar Meter über der Hütten runtergeht und runterkommt. Weil? Ja, weil nachher einfach wieder eine andere Welt anfängt. Wenn das da einfach das Hüttenleben und das, was im Tal ist, das lässt man mal weiter unten. Und dann mit jedem Schritt, wo man ein bisschen herkommt, ist man der Bergwelt und der Natur einfach kleiner und näher. Dass das einfach ins Geben worden ist von irgendwo her und dass wir auf den schauen müssen, dass das erhalten bleibt. So gut wir können.